Nimmst du? Viertel nach ein. Ist denn noch kein ein da? Was? Ach so. Ja. Man, die Profis doch für Glocktein ansetzt. Und nu? Na schön. Oh, cold ist das hier. Und das trägt. Ich bin noch so und so alt. Gesundheit. Na, hätte sich wie dichten Kohle Föld holt? Ach, Herr Inspizient, Herr Mostrich, darf ich Sie bitten? Ach, würden Sie wohl so freundlich sein? Das ist doch nur Gliekshalbig Ölven. Würden Sie nicht mal im Büro nachfragen? Ja, was denn, was denn? Was meinen Sie? Ja, nun muss sie nicht. Naja, aber wie wart doch nicht fertig? Moin, moin, mit Besten. Na, dichters Mann, wo geht's das? Oh, Schiedwetter, was? Oh, verflixte Profen, schon noch der Dübel rennt vor. Ja, das stimmt. Ja, das ist so bannig cold hier. Ich glaub, das trägt auch so ein Beten. Ich bin ja von Anfang an nicht so recht ob ein Damm west und das schlechte Wetter. Meinen Sie doch, kommt denn weniger Taukikas? Was, Tügraum? Die Abonnenten und die Volksbühne, die mögt doch hin. Moin, moin, Herr Regisseur. Ja, moin, Mostring, na, also im Stück? Jawohl, jawohl. Dann nehmt sie mal mit Mathe hier. Herr Oberspielleiter, ich much, Ja, was? guten Appetit. Danke. Ja, Herr Oberspielleiter, ich hef mir gedacht, Anna dochs bi dem Prof von min Stück, da wären so ein paar Sorten und, also ich bin noch nicht so recht to kom, ich hef mir das hier mal abschreiben, nipp und nau. Also, zum ersten Menig müsst doch, glöwig, der Herr Schnalzer, das, Hey, Mostring, dünner Schlag, Mensch! Warum steht denn der Stuhl aus, Alter? Ich hab doch Ja, aber, alles akkurat arrangiert. Ja, gestern hätte das doch alles verändert. Kühlraum, rechts alles, sagen Sie, durchkommen. Schließen Sie den glatt ab den Ohren, anders war ich noch drauf. Ein Wertjob ist das hier nicht, du Gelöm. ja, also, ich hef mir gedacht, Herr Schnalzer müsst doch eigentlich das System, ob der ich größten Wert legen, do, mit mehr, Mostrich! nee, Mostrich, wo nimmst du denn der Kerl, Alter? Ja, Herr Regisseur. Wo nimmst du denn jemand? Der Lung kann sich gut böcken, bin ich mal drauf war. Entschuldigte, der Schnalter ist noch nicht durch. Ich hab Monokigen. Natürlich nicht, ich sag's noch eine Puch, der Frühjahr. Nicht so gelöben, jemand so laut. Wenn ich mal drauf war. Nach Mostrich. Sag mal, habt ihr eigens der Lüde Sturzbach gestern vertellt, dass wir hier ein anständiges Institut sind? Jawohl, Heffig. Mhm. Und sie hat sich das hört sie tun ersten Mal. ja, Entschuldigung. Na gut, also so weit gibt's das hier nicht. Wenn mir da normal vorkommt, wir sind hier kein Schmiere. Sorgt sie dafür, dass es ja Brunst bricht, anders war ich groff. Jawohl, Herr Regisseur. Ja, also entschuldigt Sie, du an dieses Day, an Ende von den zweiten Akt, da muss Herr Schnalzer doch mehr Sinn in die Szene bringen, die würmöd lichtvoller kommen. Also ich hef mir doch gedacht, was Freiheit bringen da. Prost. Ich mögt weten, das ist ein von den hellsten Punkten in mein Schauspiel. Also, da kun vielleicht sogar ein lütbeten Humor, natürlich kein platte Komik, man ein feine Lin von Tragikomik kun sich durch diese Wörter trecken. Und ich dachte, Herr Regisseur, Was denn? ja, also ich mein, ich glaub, also ich dachte, ein feine Lin kun sich durch Herrn Schnalzer trecken. Vielleicht mehr Sinn. Also natürlich, ich weiß ja, das ist... Was ist denn, was willst du eigentlich? Na, ich mein, man, also ich hef mich verläuft, das hält das ganze Kun, also ich mein, also ich dachte besonders Herr Schnalzer, kun vielleicht die Wör hier im zweiten Akt ein bisschen duftiger und heller bringen. Durch diesen Text mit Sinnstrahlen glinstern. Da muss in vielen Liesen man auch wehmütigen Humor in Bevern. Nee, ja, das weht wie doch, das weht wie eins und muckt wie all. Lässt du mal ganz ruhig, das kommt eins. Herr Schnalzer war da dein Mucken, ne?
Naja, aber vielleicht können sie ihm da ja an Denken halten. Blank B, wie mütter noch im Post Striche morgen. Die Sorge ist auf viel zu lang, hört ja kein Mensch gut. Glaubt sie? Na, aber da ist doch all so viel stricken worden. Da ist ja all kaum noch das Geripp von über. Das war ja ein ganz anderes Stück. Ja, das ist doch der Hauptzug. Bist du doch glücklich? Da kann er doch. Überlaut sie das eins mir. Ach du liebe Gott, Mann, Strich. Das ist ja ein fohlen Kram, das hört er bloß unnötig ab. Nee, aber nee, Herr Oberbürgermeister, Herr Oberspielleiter, das geht doch nicht. Das ist doch just das Sinniges, dem ich besonders anhaglich. Ach, sie könnt wie nicht. Strich sieht 91 mit, 114 Borven. Aber Herr Regisseur, das ist heil und deil unmöglich. Sie bringt ja mein Stück Strich über 3 Sieden mit Achter. Brennend getrunkene Hoffnung. Das geht gar nicht. Also das geht ganz und gar nicht. Dann muss ich mein Stück zurückstrecken. Strich. Nee. So, Mostrich. Eins durch. Jawohl, Herr Regisseur. Dann pingelst du mal in Soufflöse durch. Hier, Herr Oberspielleiter. Moin, Frau Guten Morgen. Dann dreht sich nichts mal den Striche in hier. Ja, Ach, ich bitte Sie, einen Moment. Also, ich muss bloß, ich bin gliekswetter da. Lebe die. Was ist denn los? Denn ist sein Glück wohl auf dem Morslon. Ach so, naja, habe ich auch vorher mocken können. Nicht zu glauben. Das ist Dichterslüde in der Szene. Also nur los, zweiter Akt, Stimmung, Tempo, bloß gau über weg, nicht lang abholen. Also, Vorhang. De Proflüt. einmal im Jahr ist Freinacht. Einmal im Jahr ist Weihnacht. Freinacht. Freinacht. Einmal im Jahr ist Freinacht. Da reiten die Hexen grün umschuppt. Da reiten die Hexen grün umschuppt zum Blocksberg empor. Da streicht über den Forstweg das wilde Heer. Da streicht über den Forstweg das wilde Heer. Da grellt ein höhnendes Lachen im Sturm. Da grellt ein höhnendes Lachen. Im Sturm. Wo? Im Sturm. Da grellt ein höhnendes Lachen. Im Sturm grellt da. Ach, ich bitte Sie, also so geht das nicht. Herr Regisseur, Sie schulden nur aber doch ingrieben. Naja, ach Schnalzer, dünner Slach, sie hebt da noch nicht utschlapen. Was macht sie denn wie Nachtmensch? Sorgt du Hus und weißt sie hier führig. Weißt du doch nicht so smachtlappi, so pappfähig, Mensch. Du musst ja einen Cognac abtrinken. Ich heft doch 100.000 Mal, sagt der Sorge so und so, alt dünn noch. An Orben gebe ich natürlich mehr. Was? Ja, so einfach ist die Text ja nur auch wieder nicht. Machst du doch kein dummen Tüch, du hast ja einfach. Der ist doch so ein Kloas Turf. Ja, Herr Schnalzer, ich mein, ich habe mir hier in ganz gediegen Stimmung utdacht. Wie mögt bloß noch gut finden, wo ans dat utdrückt ward. Also, das schuld so die ersten zwacken, bleiken Sündenstrahlen noch ins Woret Gewitter sehen. Ein helle Kraft, die liesen Wog ward, muss ich in die Würrögen und ich dacht. Guten Morgen, Herr Direktor. Guten Morgen. Also, ich dacht, wie gut. Also los, wieder, nicht, dass wir vorankommt. Ja, aber ich ha gern noch mehr Sünn. Ja, ist ja all gut, das mag wir eins. Also los, wieder. Sünn. Ja, bitte. Einmal im Jahr ist Freinacht. Da reiten die Hexen grün umschuppt zum Blocksberg empor. Da streicht über den Forst. Da streicht über den Forstweg das wilde Heer. Da grellt ein höhnendes Lachen im Sturm. Da erwachen im Herzen. Da erwachen im Herzen die wilden Wünsche, drängen hervor aus Macht und Grausen, stehen vor uns plötzlich erstanden. Unbewusst. Entschuldigt Sie, ich bin gliekswetter da. Was hätte denn? Kohle Föld. Oh, Lual. Unbewusst. Ungewusst. Unbewusst. Unbewusst. Höchste Lust, wie dem auch sei, einmal im Jahr ist Freinacht. Und was dort lodert?
Und was dort lodert? In Tann und Busch. In Tann und Busch. Herr Schnalzer, nicht doch. Sie können doch allwetter errollen nicht. Na ja, ich höre das doch. Was stammert sie denn da, egal welch Rühm, das ist doch kein Stammerbock. So was mag das Publikum doch. Ich bitte Sie, wie düsse klöderige Taubhüster. Also ich bitte Sie, Herr Schnalzer, ich gebe mir doch just wie Sie besonders viel Mühe. Ich so flehr doch wohl Lut noch. Lut nehmt Sie dat? Gut, dann sag ich eben gar nichts mehr. Ich kann nie einen Text. Kein Wort können Sie. Sie sind doch egal, welch an Dichten, da bleibt wir ob. Da haben wir leidig noch von. Da ist der Düssemann hier für da. Damit sind wir versorgt. Überhaupt wie düsse viel Doppelverstellung. Was? Ja, und dann prüf ich auch noch für der Weihnachtsmärkten. Ja, können wir viele Hut reden. Lernt sie lieber Rolls, dass sie einen Tag pussieren. So, wieder. Wie dem auch sei, einmal im Jahr ist Freinacht. Und was dort lodert, in Tann und Busch, wisst ihr, was das ist? Das sind die Schatten. Aber Fräulein Nächtlich, das ist doch ein Paus. Ja. So fährt sie denn hier mal in eine Pausen rein. Die Pausen sind doch das Beste an das Stück. Entschuldigt, Herr Regisseur, wenn Sie vielleicht ein bisschen... Ja, mehr Sinn wünscht der Dichter. Herr Schnalzer, mehr Sinn. Also gebt ihm mal Sinn. Ja, aber Stalzer, wo so muckst du das denn nicht? Hm? Wo kriegst du denn Ergage für? Also spricht so was sinniger. Sinn ist für das Publikum immer noch bannig angenehm auf der Bühne. Wo anschall ich an düsses D denn bitte sünnig sehen? Ja, wo ans? Fräulein Nächtlich, gebt sie mir mal das Textbuch her, ja? Ja. Ja, dank auch. So, nun passt mal auf. Und was dort lodert in Tann und Busch, wisst ihr, was das ist? Das sind die Schatten unserer gestorbenen Wünsche. Das ist das rote Gefieder der Paradiesvögel, die unser gewesen wären, unser, ganz unser, wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten. Das ist Dionysos, Pan und der große Gott der Heiden. Leuchtende Liebe, lachender Tod. Naja, so halt. So, nun muckst du das mal noch. Das ist doch nur wirklich nicht so viel verlangt. Das ist doch nur wirklich einfach. Lacht sie nicht, Herr Schnalzer. Das ist gegen die Husordnung. Mostrich? Mostrich! Schrieb sie für einen Schnalzer ins Dorfzettel. So, wieder, dass wir vorankommen. Wisst ihr, was das ist? Das sind die Schatten unserer gestorbenen Wünsche. Das ist das rote Gefieder der Paradiesvögel. Die unser gewesen wären. Die unser gewesen wären, unser ganz, unser, wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten, das ist Dionysos. Wo hätte Text? Hä? Fräulein Nächtlich, darf ich bitten? Jawohl, Herr Direktor. Wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten. Ah, so. Aha. Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab das aber seh. Ja, meint Sie. Habt ihr was verstanden? Nee, nicht ein Sülf. Ja, kommt mir die Lüt doch gar nicht in Theater für. Wo schuld sie denn für betollen, wenn sie nicht mal den Text verstaut? Da geht sie doch lieber ein Panoptikum. Ich hab doch als Sechstern Orden gebe ich mehr. Was? Ich geb mehr. Ja, meint Sie. Sie ruiniert mir mein Theater. Also, Herr Schnalzer, Luder, damit noch mal to. Der Tung ist wohl tatterig von Dorf. Spreken muss doch der Schauspieler können. Ma, die unser gewesen wären, unser ganz, unser, wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten, das ist Dionysos Pan und der große Gott der Heiden, leuchtende Liebe, lachender Tod. Wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Hm? Wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Aber Fräulein Nächtlich, nur bölkt sie doch nicht so, so flärt sie doch nicht so lut. Das Publikum will doch das Stück nicht zweimal hören. Einmal ist all noch. Ja, also wieder, Tempo. Wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Lang haben sie atmend angehalten, die Winternächte deines Fernseins. Schnee umklirrte. Schnee umklirrte meine Seele mit vereiselndem Hauch. Und die Hoffnung, wie blass verglomm sie im Sternenstaub der Trennung.
Doch hab Geduld. Im Dämmernden ist die Ahnung einer pyramidalen Glückseligkeit. Ja, ich bitte, ja. Nur unterbricht im Ort. Oh, stopp. Also, das geht nicht, Herr Schnalzer. Das geht doch nicht. So spät in Hintertupfingen. Also, ich begrieb sie gar nicht. Das ist doch so einfach. Also, pass mal auf. Hier. Also, wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Lang haben sie atmend angehalten, die Winternächte deines Fernseins. Schnell umklirrte meine Seele mit vereisendem Hauch und die Hoffnung, wie blass, verglomm sie im Sternenstaub der Trennung. Doch habe Geduld, im Dämmernden ist die Ahnung einer pyramidalen Glückseligkeit. Ach, ich bitte, ich mein, dass vielleicht ein Beten mehr Sinn. Ja, ich hab das doch nur als Hörmog, das Sorge ist doch klar wieder. Leicht entringt sich der Kosmos dem Dunkel. Leicht entringt sich der Kosmos dem Dunkel. Zärtliches schlingt sich um rosigen Stamm. Doch mit entzückter Gebärde halte ich dich, Belinde. Bin lächelnd bei dir und kniend gesegnet fass ich dich ganz. Ach nee, Herr Schnalzer, Sie lobt ja nix in, mehr Temperament. Ach doch, mehr Temperament. Ja, mehr für. Ole, Herr Schnalzer, das Publikum will für haben. Also willst du für, Schnalzer. Nee, Doch mit entzückter Gebärde falte ich dich, Belinde. Stopp. Unser Talent mal in Augenblick zurück, Herr Schnalzer, den Dichter selbst wünschte, sich zu sprechen. So, in Gottes Namen. Vielen Dank auch. Entschuldigt Sie, wenn ich Sie unterbrechen darf. Ja, bitte, Nadrize. Ja, entschuldigt Sie. Man, ich glaube, Sie versteht die Situation verkehrt. Vielleicht betont Sie mal weniger das Reale, man mehr diese sinnige Stimmung. Ja, aber natürlich, selbstverständlich. Stimmung, ja. Sinn. Stimmung. Das ist der Hauptzug. Sinnig, ja. Ja, Stimmung ist modern. Das Publikum verlangt Hüdingendorfs, no? Stimmung. Also, muck zumindest Stimmung, Schnalzer. Herrgott, Donners, was sind Sie denn ganz und gar vom Gott verloren, Schnalzer? Stimmung, will Sie bringen! Stimmung, Tom Düwe! Stimmung! Doch mit entzückter Gebärde halte ich dich, Belinde. Bin lächelnd bei dir und kniend gesegnet fass ich dich ganz. Aber Menschenskind Schnalzer, wisst Sie doch eleganter. Sie sind doch ein Lefeber. Ein Lefeber bewegt sich doch ganz anders als schon. Sie doch nur Englisch reden. Und Sie watschen doch rum als ein old Regenwurm. Vieler, eleganter Schnalzer, doch mit entzückter Gebärde halte ich dich, Belinde, bin lächelnd bei dir und kniend gesegnet fasse ich dich ganz. So, in der Ort, habt Sie sich die Rolle so gedacht? Ja, vielleicht noch ein Beten eleganter und denn, also das ist ja alles bloß von Buten dacht, aber das Binnerste von die Sorg mit plastischer waren. Sehr Obgauf, Herr Schnalzer, ist, dass sie den Nerv von min Wag wiesen dort. Das ist eins noch zu nevelig, zu schablonig. Ja, wenn sie vielleicht, also ein Beten lebendiger, ja, sinnlicher, sinniger Farben rufen würden. Ja, aber natürlich selbstverständlich sinnlicher, sinnlicher. Sinnig. Ich hab hier mal gesagt, ein Leben, aber Motto allererst sinnlich sein. Also, wie ist sie sinnlich, Schnalzer? Das kann ich doch nur wirklich von Sie verlangen. Das ist doch nur Kinderlicht. Ach, ich bitte ein Vorwürf, wenn ich mich verlöten darf. Gott doch, meinetwegen. Ja, also Herr Schnalzer. Ja. Wenn ich Sie was sagen darf. Ja, wenn ich Sie was sagen darf. Ich meine, wenn wir das vielleicht gut kriegen könnt, das muss ein Komplex von Gefühlen sein. Reine Grütwurst. Ja, ein kann vielleicht sogar sagen, ein Akkord. Der Grundton ist natürlich zweireden und verborst, aber das ist eine rekonvaleszente Verborstheit. Eine Verborstheit, die kuriert wird. Eine Verborstheit, die wieder heil wird. Eine hele Verborstheit. Und darüber Sünden. Recht viel Sünden. Zarte Strahlen von Frühjahrssünden. Bitte. Und so den Frühjahrssinn? Was? Wo ans schall ich denn du Frühjahrssinn mucken?
Wo meint sie das? Ja, also Frühjahrssünn kann ich doch nicht mogen. Aber warum können sie das nicht mogen? Das kann ich nicht. Ja, ich habe sie das doch just so deutlich verklort. Ja, mehr kann ich doch nicht sagen. O sole mio. Ja, bitte, bitte! Wenn der Herr Schnalzer mich nicht verstehen will, dann tut mir das leid. Also, ich muss da leider auch bestehen, dass sie ob meine Intention ingeht. Ob letztendlich ich das Stück doch schreiben. Also, ich muss mir da doch männlich was bedacht haben. Leider. Was sagt der Herr Schnalzer? Ach, sie glüft das wohl nicht. Ach, sü, Herr Schnalzer, grient, was sagt sie dort hoch? Ja, mein Herr, denn hätte das ja eins keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Denn bin ich hier wohl über. Ach so. Ja, dann kann ich ja gehen. Also gut, dann geh ich. Ah, tschüss, meine Herren. Ich geh. Und mein Stück weit zurücktrecken. Also gut, dann trecke ich mein Stück eben zurück. Das wär zu schön, um Wort zu sehen. Was? Ich war mir das ernsthaftig überlegen, mein Stück zurückzutrecken. Aber meine Herren, was will wir uns denn mit diesem theoretischen Kram abholen? Das hat doch alles nichts mit der Praxis zu tun. Der Prof hat heute keinen Sinn. Wenn Herr Schnalzer sie wohl erstmal kann, dann war er sich so viel Sinn morgen, dass er einen Sünstig kriegt. Herr Schnalzer, Ja, bitte, Herr Direktor. kommen Sie doch mal, Tommy. Ja? Ja, aber gern. Schnalzerchen, Sie sind zu dröch. Hm? Sie mögen das Publikum mehr toasten. Lot sie sich nicht verbiestern durch das, was der anderen sagt. Sie sind zu hart. Und das kann nichts verknusen. Das Publikum will was wegen. Also, Schnalzerchen, wie ist sie stimmungsvoll, wie ist sie elegant, wie ist sie führig? Schnalzerchen, wie ist sie sinnlich und vor allem, wie ist sie weg? Schnalzer. Liebe Schnalzer, Ja, kommt Sie doch mal eben, Tommy. aber gern. Also, Leute sind nichts Fürsnacken. Das sind doch eins Ossen hier, nicht? Das ist eins ganz gut. Sie sind bloß to weg. Viel to weg, Schnalzer. Da war denn ja Ölwe. Kräftiger, harder, luder, viel luder. Na, was da waren, was, Schnalzi? Bloß luder. Liebe Herr Schnalzer, Ja. kiekt Sie, ich will Sie ja wirklich nicht auf den Slips petten, aber Sie sind viel zu lut. Kiekt Sie, ich habe mir das viel diskreter, sinniger und feiner gedacht. Kiekt Sie, ich habe mir gedacht, da muss einfach mehr Sinn. Ist doch klar. Ja, liebe Herr Direktor, wenn das Dichterwort an See Ihr Institut bloß utlacht wart, wenn Sie Ihr Schauspielers nicht mal in beten Sinn moken könnt, dann hab ich das nicht nötig. Ich treck mich ein Stück wieder trisch. Ich war die Presse informieren. Ich war nie nicht wieder in Foto auf diese Bühne setzen. Nie nicht wieder. Ja, also. Nee, holt sie mich nicht ab. Nie nicht wieder. Mein lieber Herr Regisseur, Sie ruiniert mir mein Theater. Aber ich... Ja, wenn Sie nicht mal so ein zwackes Stück inszenieren könnt, das ist doch nicht zu glauben. So ein beten Sinn, das mag Sie doch jede schmieren, Regisseur. Da kommt doch jeder ins Stück für. Ja, aber Direktor... Lot Sie mich zufrieden. Schluss, Schluss, Schluss. Grünzähnig, sei Plumbord. Weißt du, ich hab ja all Fehlgesichter sehen, man so ein, wie Sorge ist mir noch nicht vorkommen. Wie Seefeder der wohl an eins. Was Sinn ist, wird doch jedes Wickelkind. Mit Dilettanten, das sei, kann ich doch nicht arbeiten. Fräulein Nächtlich. Ja, Sei, Nachtuhl, sei. bitte? Können Sie denn nicht Luder soufflieren? Was muckt Sie denn für ein Geheimnis und das Miststück? Mir können Sie den Quatsch ruhig verraten, Sie. Zischelt ja so eine ohne Blindschleiche. Ja, wo anscheinend ich denn hier Sünden muckel, wenn ich immer so ein Nachtschattengewächs als See für mich sehe? Nachtschattengewächs? Also ich muss doch bitten. Sind all weg? Ja, sieht so gut. Sie, Fräulein Nächtlich, Ja, wann ist denn morgen die Prof? die Prof? Ja.
Morgen? Ja. Clock time.